Wie der wisst gëtt zënter dem 19. Juni 2017 vu Seite vum Parquet geht mech enquetéiert am Zusammenhang mat enger illegale Telefonsekut beim Srell, die am Februar 2017 stattfand huet. Den 13. Dezember 2018 gowe Storop hin vum Juge d'Instruction Direkteur dem Herrn Nilles ugeklot geheiert an ugeklot. Géint es Uklo hun mir Rekur bei der Chambre du Conseil ageluet, an déi hun an engem Urteil vum 14. Januar 2019 dëse Rekur net fondéiert a recevabel erklärt. Géint est Urteil hun mir e weidere Rekur bei der Chambre du Conseil de la Cour d'appel agerecht, an déi hun Uklo vum Parquet a vum Untersuchungsrichter annuléiert mat der ganze Prozedur. Ich gebe an eng echte Punkt den Historik erklären, an an eng weitere Punkt Konsequenzen von diesem Urteil. Zum Historik: am Srell ass also eng illegal Ekut gelaf, Ufang Januar bis Ende Januar 2017. Über das illegal Ekut sind nicht Ufangs März informiert gehen, sind aber nicht politisch aktiv gehen, weil ich keine Beweise habe. Samstags, den 18. März, hat Tageblatt an einem Artikel über das illegal Ekute geschrieben, und daraufhin hat der Staatsminister Sonders, den 19. März, ein Pressekommuniqué verschickt, woran hier die illegal Ekuten konfirmiert hat und erklärt, dass wir ein Faute noch intentionell gewirrscht. Aufgrund vom Tageblatt-Artikel an dem Pressekommuniqué vom Staatsminister, wo ja nun offiziell bewiesen und konfirmiert, als dass eine illegal Ekut stattgefunden hat, und ich mindestens den 20. März eine Question parlamentär und der Staatsminister gestaltet, wo ich gefragt habe, hat der Staatsminister, ein anderer Minister, ein Member von der Kontrollkommission, man dann Direktor vom Geheimdienst oder ein Funktionär der Parquet mit diesem Vorfall saisiert, war ja wie nie, war nie, wie so nicht. Die CSV-Fraktion hat denselben Tag verlangt, dass die für den 22. März, also 2 Tage spät, geplante normale Sitzung von der zuständigen Chamberkommission ein zusätzlicher Punkt mit der Tagesordnung gesagt gehen, über das, was samstags am Tageblatt und sonntags am Kommuniqué vom Staatsminister stand. An der Sitzung von der Kommission hat der Staatsminister die illegal Ekut konfirmiert. Sie hat aufgespielt, es wird ein Faute non intentionnel geschieht oder ein Dysfonctionnement administrativ. Und dürfen auch nicht dem Parquet denunziert wird. Das ist aber nicht recht vom Premier oder sonst einem für zu dezidieren, auf was für eine Form die illegale Ekut stattgefunden hat, mit just recht vom Parquet an die Gerichte. Es wird gesetzlich Pflicht, sowohl vom Staatsminister Xavier Bettel wie auch der Direktor vom Srell, der Madame Volz, gewirrscht, die illegal Ekut beim Parquet zu denunzieren. Sie haben das nicht gemacht. Wir wissen noch nicht bis heute, also ist nicht bewusst, ob irgendwie eine Enquete oder ein Poursuite vis-à-vis von diesen 2 Personen lebt, weil sie nicht denunziert haben. Es hat der Staatsminister auch an der Reunion gefragt, ob ihr wisst, dass aufgrund von der illegalen Ekut eine große Reunion am Srell stattgefunden hat. Was hier vernehmt hat, mit der Remarque, wo sie mir dann heute rund, wenn der Gast mehr weiß, was am Srell lebt, wie ich. Zum Schluss von der Sitzung, wie wir rausgegangen sind, habe ich den Staatsminister nachgesucht, und da fängt dann das Affäre an, dass ich schon seit ein paar Wochen die Information gekriegt habe, dass ein Illegalstatut am Srell stattgefunden hat. Hier hat mir merci für die Information gesucht und gefragt, ob ich ihm Kind nimm von meinem Informant oder Informante gehen, was ich aber mit nee beantwortet tun. Das war Neues auch am Schluss von der Sitzung.
Nur mittels des selwichten Tag kriege ich eine SMS vom Staatsminister, wo hier schreibt: Rebonjour Gast, merci für den Info. Madame Volz muss am Kontext von der ganzen Affaire ein Plan gegen X machen, für die Violation du Secret professionnel. Ich muss hier den Info weitergehen, wollt ihr aber am Voraus Bescheid so, Xavier. Am späten Nachmittag des selben Tages kriege ich eine weitere SMS vom Staatsminister, wo hier schreibt: Rebonjour Gaston, passt du mir bereit, nimm von denen 2 Beamten zu gehen, es ist wichtig. Das hat mich Moyes schon mündlich gefordert. Ich habe ihm geantwortet, muss mir da die überlegen. Der Premier schreibt dann weiter, braucht die Info für moi 9 Uhr. Ich habe nun den Tag drauf, morgens 20 für 9 geschrieben, Salut Xavier, kann dir leider kein umgehen. Leif Grace, der Gast. Darüber hin hat Madame Volz auf Aufweisung vom Staatsminister der Parquet mit einem Plan gegen X befasst, an das, worüber ich den Staatsminister informiert habe, mattgerecht. Madame Volz sieht auch am Verheer, den sie beim Untersuchungsrichter hat, sie könnte mit einverstanden sein, dass die Presse hier Informationen nicht weitergehen, hat Tageblatt gemeint, wir sie können keinen Umstand akzeptieren, dass der deputierte Gast Siberia die Informationen nicht weitergehen. Ich betone, dass auf Aufweisung vom Staatsminister, wo die Plan gemäht gehen ist, und auch in der Titel vom Staatsminister, wo das gemäht gehen ist. Darauf hin, aufgrund von der Aussage der Information vom Staatsminister, von der Madame Volz, als der Parquet aktiv gehen. Es ist bei der Police Judiciaire gerufen gehen, und gefragt gehen, ob ich Hingegift nennen. Es wird nein. Ich hatte als Deputierten eine parlamentarische Immunität und ich gebe nie meine Informanten nennen. Wenn Deputierten ihre Informanten geben nennen, geben Deputierte keine Informationen mehr kriegen. Erkennten die durch die Verfassung festgehaltenen Kontrollfunktionen vom Parlament über die Regierung nicht mehr exerzieren. Das war meine Aussage, das war meine prinzipielle Haltung von Anfang an dieser Affäre. Dann bin ich bei der Juge d'Instruction gerufen, die mir eine ganze Reihe von Fragen gestellt haben, wo ich aber auf kein einzig geantwortet habe, an mir nachverkauft hat, just ein schriftlichen Memoir aufgehen. Hauptpunkt wird parlamentarisch Immunität, die mir spielen gelassen. Die Juge d'Instruction hat das ähnlich gesehen, an mich dann an der selben Sitzung angeklagt. Inculpiert. Das Teil, was in letzter Instanz geholfen ist, ist enorm wichtig. Erstens, die Anklage vom Parquet am Untersuchungsrichter sind annulliert mit der ganzen Prozedur. Dabei muss ich noch wissen, dass an der Enquete der Parquet ein Sesi bei der Post gemäht hat, wo meine Telefonsnummern kontrolliert sie gehen über eine ganze Reihe von Wochen, wem ich angerufen hat, respektive wen ich angerufen habe. Auch das, also ich stecke an einem Rechtsstaat, dass der Untersuchungsrichter einem Deputierten sein Telefon nicht aufleuchtet, mir guckt, mit wem telefoniert hat an der ganzen Periode. Er schreibt selber an seinen Dokumenten Untersuchungsrichter, dass er nicht will, ein Konflikte kommen, weil in einem Deputierten seine Telefonsnummer kontrollieren dürfen, hätten sie nicht mehr verschiedene Telefonsnummern kontrolliert. Ich verstehe zwar nicht, wie das ist, wenn er eine ganz Liste von Telefonsnummern kriegt, dass er dann daraus verschiedene Telefonsnummern kann gucken. Ob der löscht die sämtlichen Telefonate, die ich gefordert habe, während der ganzen Woche, auch das ganz stark steckt an einem Rechtsstaat, wenn dort Deputierten von der Parquet kontrolliert gehen. Durch den sieht darüber heraus, als letzte Konsequenz, dass alle Leute sollen wissen, dass ein Deputierten von dem Sekret Gebrauch kann machen, wenn sie einen Deputierten etwas am Sekret wollen suchen. Auf der Seite 3 in der letzten Linie von dem Arrêt steht ein ganz wichtiger Satz. L'immunité parlementaire couvre encore l'utilisation d'informations ayant trait au dysfonctionnement de services étatiques
fût-elle obtenue en violation d'un secret professionnel, sans quoi un député d'opposition ne saurait jouer son rôle d'organe de contrôle. Schreibt zwar nicht mehr von Deputé d'opposition, schon aber genau weiß, dass alle Deputierte gemeint sind, schenkt die wenn Gerichtsmengen, die von der Majorität giffen so Sachen nicht machen. Das ist also ein ganz starkes Urteil, was scheinbar an Deputierten endlich an ihrer Funktion die Regierung zu kontrollieren stärkt. Die Regierung wird sich schon stark machen, für die Whistleblower am Privatsektor zu stärken. Also mit diesem Urteil als am staatlichen Sektor dadurch die Realität. Der Whistleblower ist zwar noch nicht geschützt, aber ich kann aber wissen, wenn ein Deputiert nicht so geht, dass sein Name dann nicht rauskommt, wenn eine Menge Informationen über ein illegales Funktionament an einer staatlichen Verwaltung weitergeht. Es stellen sich aber nach einer Reihe anderer Fragen. Und zwar muss in der Fond von der Affäre auch nach politischer Plan gucken. Hat der Staatsminister selber gegen Gesetzverstoß wegen die illegale Ekut nicht beim Parquet denunziert. Ich erinnere daran, dass an der Spezialkommission SREL, den Jean-Claude Juncker zum Schluss müssten demissionieren, von der Vorwurf und Jean-Claude Juncker war, dass auch hier damals illegal Ekuten nicht beim Parquet denunziert hat. Den Xavier Bettel war Member eine Zeit lang an der Kommission, als Jurist weiß das, und als durch das Rapport von der Spezialkommission Staatsminister gehen, er versteht los selber gegen das, was damals dem Jean-Claude Juncker vorgeworfen hat, nämlich das nicht beim Parquet zu denunzieren, wenn ein Fehler illegal akut wird. Hier informiert der Parquet, dass ein Deputierten, den sein verfassungsrechtlichen Auftrag, die Regierung zu kontrollieren, gewissenhaft mischt, dass den dem Staatsminister nicht bereit ist, neben von seinen Informanten zu sehen. Der Staatsminister will also, dass er zu Lützburg ein Deputierten, der nicht möchte, wie hier will, kondamniert. Kurz nachdem das Affäre publik ging, dass es soll angeklagt gehen, sind ich von 2 Personen kontaktiert. Die eine war politisch aktiv und hat aber noch immer einen guten Droht zu spitzt von seiner Partei, eine Partei, die der Regierung gehört, und die so zu mir, Gast, pass auf, sie wollen die Heimaten Futti machen. Die andere Person, Regierungsmember an der Aale und an der neuen Regierung so zu mir, Gast, macht die Schnitt unglücklich. Von dem Blick an habe ich die ganze Sache ganz ehrlich geholt und intensiv mit meinen doch auf der Koten Dossier behandelt. Ich habe gemerkt, dass ich auch an der ganzen Zeit nie an die Öffentlichkeit gegangen bin und noch nie mit der Presse darüber geschwärzt habe. Und an anderen habe ich mich mal informiert, was als Strafe bei Ressel, weil das Dovinst, wo ich angeklagt bin, was vorgeworfen ist, was da als Strafen vorgesehen sind. Am Code Penal steht am Artikel 505, seront punis d'un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d'une amende von 251 € bis 5.000 €. Darüber hinaus das Verbot von 5 bis 10 Jahren in anderen von dem Droit de vote, d'élection und d'éligibilité. Das heißt, wenn die UKLO durchkommen wird und wir zu einem Prozess kommen und ich für verurteilt bin, hätte ich müssten eine Geldstrafe und hätte ich müssten Prison kriegen, egal wie viel, auch wenn es nicht 5 Jahre wir nehmen. 5 Jahre. Nee, Entschuldigung. 15, auch wenn es nicht 15 Tage oder die Minimum 250 € gewährt wird. Das steht hier im Spiel. Das heißt, als Lützburg soll also ein Deputierter mundtot verurteilt gehen, weil er sich Arbeit als Deputierter gemacht hat. Wenn sie die Giberien ruhig gestaltet und kondamniert hätten, wären alle Deputierten auch mundtot ruhig gestaltet gehen und die parlamentarische Kontrollfunktion von einer Chambre über die Regierung wird zu einer Farce gehen. Es muss sich aber vorstellen,
ob als Regierung, Staatsminister, Außenminister oder sonst Regierungsmembern nach Lohe Recht tun, irgend ein anderes Land auf der Welt oder Politiker auf der Welt zu kritisieren, zu verurteilen oder Sanktionen zu frohen, weil die Presse und Meinungsfreiheit, das Recht von der Minorität oder Opposition nicht respektieren, wenn sie selber heute zu Lützeburg einen Oppositionspolitiker willen an der Prison setzen. Wir werden als ADR dürfen das Urteil mit dem Memoiren und mit einem Kommentar und alle zu Lützeburg akkreditiert Ambassaden weiter schicken und so kommen lassen, dass jeder soll wissen, in ganz der Welt, wie heute zu Lützeburg Demokratie funktioniert, und wie die Regierung mit einem Oppositionspolitiker will umgehen. Zum Schluss bin ich aber immens froh über das Urteil. Das ist ein Richtungsurteil, das ist eine Jurisprudenz. Für die Chamber und für die Deputierten unwahrscheinlich wichtig, dass der Rechtsstaat an Funktion von einer Chamber, von einer parlamentarischen Demokratie, die als echt an Hauptmission hat, eine Regierung zu kontrollieren, die also hier gestaltet gehen. Dafür will ich an nächster Stelle meiner Partei merci sagen, die von Anfang an auf einer Seitstung gesagt hat, wir geben dir die Weg und an allerletzter Konsequenz gehen wir bis auf Straßburg. Wir können nicht so lassen, dass das Totenhai zu Lützeburg geschieht. Ich will auch meinen Advokaten Paul Urbani, Alisa Wagner merci sagen, mehr Respekt und Justiz zum Ausdruck bringen, die an letzter Instanz nicht politisch, mäßig für den Rechtsstaat ausgeschaltet.